Vielmals merci für das Schalten. Heute hat mir der Louis Loschetter am Podcast, der Gründer von Ultraschall Collective und von Skandal Agency. An hin da ist verrode, wie es mit Kollegen zusammen Partien zu organisieren, wie das mit Nosi zusammen zu schaffen. An hin da erzählt, was er schon gelernt hat als junger Entrepreneur hier zu Lützeburg. Viel Spaß beim Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Vielmals merci, dass ihr da nicht angeschaltet habt. Wir haben heute Mam Louis Loschetter zu schwätzen. Merci, dass du kommst. Louis wollte ein Big Intro. Ich kann schon mein Intro gemacht. Ja, mega merci für die Invitation. Merci, dass du Zeit geholt hast. Geht auch Zeit, weißt du. Wie lange habe ich gefreut? Ein Jahr lang habe ich dich gefreut. Nee, nur bisher. Nee, ja, es war busy, aber voilà, we made it. Für die Leute, die Louis nicht kennen, Louis ist ein viel beschäftigter Mann. Er hat Ultraschall Collective gegründet und er hat auch eine Agence, Skandal Agency, gegründet. Aber bestimmt noch andere Sachen nebenbei, aber das sind unbedingt zwei Main Projects. Genau, ja. Voilà. Also richtig. Louis als ein junger Entrepreneur, du weißt, sind wir ganz interessiert, auch mit Louis zu schwätzen, weil ich meine, vom Mindset her geht er dann in dieselbe Richtung, wie das, was wir so ein bisschen wollen tun. Vier Wochen, aber habe ich eine witzige Story, die ich dir erzählen. Okay. Nämlich, ich hatte gleich vor raus und da waren wir am Nightlife-Bus für heim, also meine Freundin. Und war so Feier oder keine Ahnung, ziemlich spät. Und wir waren noch ziemlich gut. Wo warst du raus? Melu. Okay. War ein Trashpop. Trashpop, ja. Trashpop und dann wir waren auf der Feierplatz und also egal, bei uns kommen, der war so 20, 21, sich wieder wie von uns gesagt. Und haben wir irgendwie mit dem angefangen mit Schwätzen. Und dann war ich nicht so, bist du nicht der von Gölle froh? Und da war ich so, ja doch. Und ich war geil, die beste Froh, die ich hier hören. Ja, wie von den zwei bist du dann? Ja, was siehst du da? Wenn ich mal den Riet oder so. Ich bin so, ja, nicht den anderen. Muss einfach so, den ist besser ausgesehen. Ja, ich war so perplex von der Frau. Ich so egal, so geil froh. So, ja. Keine Ahnung, wie ich das so beantworte. Du musst alle nichts Geld. Ja, gut. Ja, mais voilà. Also, falls der gar nur guckt, das war wirklich die beste Frau, die ich je gestaltet habe. Ja. Wie ist es mit dem Podcast? Den Backstage Comedy Projekt. Ja. Das war eine super schöne Zeit. Das war vor allem da, wo Covid halt gerade am Gange war, respektive ein bisschen schon ein Jahr am Gange war. Und du hattest halt auch einfach ganz viel Zeit und da war ich so, okay, das fand ich vorher eine coole Sache, weil es gibt nicht viel so Formate, wo ein bisschen Gag gemacht mit den Leuten. Obviously Inspiration between two friends und so Sachen eben. Und voilà, du hast ja auch gemerkt, und das hat wieso ich auch kreditioniert, ich weiß die Consistency für immer weiter zu machen und so, wo wichtig ist. Aber voilà, schon da 3 gemacht, und irgendwann war da einfach von der Arbeit Aufwand hier, war es einfach too much für die Qualität zu liefern, die ich gerne gehabt hat. Und voilà, dann ist auch immer froh finanziell, aber irgendwann wo dann noch Covid löserlos fertig war, musste ich back to the things gehen, wo du brauchst für zu leben. Und das ist mal alles gesagt, aber ich bin aber schon oft und oft, wo ich immer denke, für zu so am Funk. Das ist geil. Ich will gerne weitermachen. Mehr am Funk kannst du das so machen, das ist nicht regelmäßig. Mehr einfach, was du Lust hast zu machen. Ne? Ja, kannst du machen. Ich weiß aber auch, dass wenn du willst, etwas gut machen und dann, dass die Leute noch engagiert sind und dabei bleiben. Ich denke, muss ich nicht so. Und das ist auch wichtig, dass du einen gewissen Rhythmus hast. Voilà. Und ja, das war dann einfach lo. Ich habe mal probiert, was ich auch vielleicht machen, ist den Comedy-Sketch, also den Gag-Deal halen, aber den Podcast nicht machen. Ja. Weil das viele Podcasts, wo dann noch mehr Zeit war, man auch noch mehr Editing hält und noch mehr Aufwand hält. Und obviously Podcasts gehen da ja genug. Ja, die Comedy, die ist so witzig. Ja, merci. Also schön, voilà, das ist schön mit Laurent Thierry, das zusammen gemacht mit Cyril Kockelmann. Und wo der Nicolas Havi auch die erste gefilmt, wo wir den Dan Spugen hatten. Und es war immer ganz komisch, den Leuten zu erklären, so, ja, ich mache den Gag mit dir, so, 1 Stunde lang, und dann war das halt witzig schon, so. Ich hatte halt 3 coole Gäste, das waren Dan Spugen, den Antoine Lesch und Heiner Bufferding, die da gewünscht waren, mitzumachen. Und ja, das Projekt ist nicht tot, aber das ist einfach gerade zeitlich nicht möglich. Aber budgetweise auch, aber das hoffentlich, dass ich da kommen kann. Wir haben Ihnen dann am Vierhaus erklärt, was du willst. Genau, also ich glaube, das witzig, wo ich den Dan Spugen erklärt habe. Und hier war wirklich so da bin ich einfach der Gag gekommen, weißt du, so, war das halt toll.
du schon immer so between two friends zu Formater geschickt gesagt hey, guck also am Vierer so sieht das aus und sei das halt falsch will man und ich will auch dass ich dann noch die sind den wo du mischt Picks Picks mit das Skript hat man von ganz fix natürlich von der Sketch gibt das Skript wo da geschrieben hinaus an denen da geschickt hinaus und auch drüber geguckt gegangen hast Mathe gar zu Summe wo gesucht hinaus hey du kannst vielleicht ab selber wo du siehst du wäre vielleicht noch witzig mit war wirklich geschrieben war ich an der Laurent Thierry noch dabei das ist so viel Arbeit also das war dem Moment du weil Covid weil einfach du so viel Zeit hast kannst du so viel Witz Ideen an wie gesagt ich gucke ganz viel so Comedy Content und ja du war dann einfach zu das Skript und mal ich Version geschickt das immer viel hin und her effektiv ist das die finalen Dinge die du hast mehr ja die Mischt waren dann immer aber relativ schnell d'accord und war das schwer als war am Funk für den Gas zu suchen du musst du so oder weißt du über den Doten den musst du an also rausschwätze so zwischen Timing Dinge war auch sehr schwer da wirklich hast du dann immer so kleinen Stecker abgeholt oder weißt du wirklich kontinue also am Anfang mal probiert an einem Steck abzuholen mit weil oft dass dann ich oder der Gast sei Skript nämlich Wurst oder es war auch also es war wirklich auch war kein Mod weil du bist dann wie ein Film sozusagen also wirklich Sketch wo du siehst das dann ja Skript halt von mir habe ich schon so Werbungen müssen abholen muss man drei Sätze ja aber wann du also du musst da pro Takes in von einer Gitter mehr natürlich aber doch cool war pure Momente einfach spontan geschieht wo dann einfach geschieht aus wo nicht geplant war wo dann nach mir Witsch gemacht wird wo dann einfach nur an Final Cut rankommen mit war sicher auch so Leute am Anfang die der Kunden verstanden und diese war so den dann von Total guckst der Kuss mir war wirklich so weil an auf TikTok auch gepostet und du war wirklich 40.000 Views oder so an Doku TV für viele Leute geschrieben so aber das dann du geschieht wie hast du den hier du was hat richtig und so an du viele Leute Mensch vom Elerleid ich meine die Jungen bisschen mich schnell gecheckt wie die Elerleid mehr die wirklich gefroht also dann anscheinend so gespammt gehen ein paar Wochen wo sie waren so das dann du geschieht das ist skandalös mir das war ein bisschen Ziel also das war ja auch ein bisschen Ziel dass Leute ein bisschen so sind so das ist scheiß mehr voilà denn das ist dazu geklappt ja Ja, auch von den Sachen Ultraschall an Skandal war Domezeit Skandal aus wirklich mehr on a daily basis Ultraschall mal die Events also immer gehen so Perioden Phasen wo voilà wo ihr noch bisschen muss immer gucken zum Beispiel August aus bei Rouge Mond und dann eben Januar Februar wo einfach Anfang vom Jahr aus wo sowieso alles bisschen eventmäßig Mann aus das ist Skandal aus wirklich statt wo mehr Zeit momentan drauf geht ja also Ultraschall ist ganz klar auch also die zwei sind manchmal fulltime musisch mehr Ultraschall ist einfach mehr wenn du ein Event hörst wie zum Beispiel letztes Jahr MG der große Event du warst einfach 2 Wochen für rund die ganze Zeit und all da auf dem Sit oder am Gang Mails schreiben und zu planen und zu organisieren das ein anderen Arbeitsaufwand sozusagen. Aber wie jonglierst du die zwei dass du nicht den von null lässt wenn es dem anderen also das wichtig als ganz klar die Leute die schon rum also Menge Associen das dann noch decke Cousin der Julia der Chris der Janda an der Nico bei Ultraschall die also voilà, ohne Idee wäre ganz sowieso nicht möglich nämlich auch bei Skandal wo die Volontar an den Davide halt doch involviert sind noch nicht mehr so kriegen schon noch die zwei balanciert also da ist ganz klar den Hauptpunkt nur wir schmengen habe ich schon ob den das wirklich einfach an dem sich mehr kleiner aus wirklich mehr gut kleiner aus mein Leben so alles was dort steht so neues halt so wie ich nicht fertig muss man den Tag mehr gut kleiner sieht man das dann so weil immer alles ja einfach drauf schreiben und dann probieren schon einfach umzusetzen in normalen Tisch das Planung einfach Organisation und dann sich Stunden Haare noch wo dir als Summe schon angefangen oder wie wird das schon entwickelt bei Ultraschall meinst du ja ja, also das hat Nicola auch gleich wo ein Hai war gesagt das war das war effektiv den ich sie bei Chris gegangen und bei Nicola gegangen und ich war so ich gerne Events machen also sie zwei waren direkt dabei an der Menge aus den Yonder an den Julian sind nur einer kurzer Zeit nur kommen voilà. schon kommt für ja also obviously, ja also wenn immer Kollegen alle Menge so sind noch mit Kollegen an das ist noch wichtig dass man den Leuten schon ein bisschen Basis tun aber für Vertrauensbasis ja voilà du geht natürlich die zwei Perspektiven die du gerade vertrittst an der anderen Seite gibt auch Leute die sollen in dem Kollege schaffen ja und ich sind aber bei dir wenn du siehst so ich will Menge Leute vertrauen mit denen ich so bauen
Ja. Du gehst ohne dann eine Beziehung, ohne eine Person zu kennen. Ja, das ist nicht genau eine Beziehung. Also, ja, mehr aber. Ich finde schon ganz gerne. Eine Business-Beziehung. Ja, also für mich ist das auch so, ich denke, das halt auch vielleicht eine Sache von Generation ist. Dass als Generation vielleicht ein bisschen mehr persönlich ist, wie die also als Eltern oder so. Ja. Aber das ist auch einfach für mich persönlich. Ich bin einfach ein Mensch, den ich kann just mit Leuten schaffen, die ich auch gerne habe. Sonst funktioniert das einfach nicht. Ja. Und voilà, ich hatte einfach die Chance, coole Leute rundherum zu haben, die auch Lust hatten, etwas zu machen. Ja, dann ist das so developiert. Also, noch nie Probleme, also, weil das immer alles... Natürlich, also du hast immer Diskussionen, du hast verschiedene Sachen von einem Ultraschall, was zu finden, weißt du, du hast verschiedene Meinungen hast über verschiedene Sachen. Allein wenn es geht, den Flyer oder die Grafik zu machen, ne, wo dann der Chris immer schön proposen möchte und dann genau seinen Hopes zerstört, weil man so, nach das vielleicht noch, das vielleicht noch. Das ist ein Prozess, also du musst einfach verführen, muss jeder sich bewusst sein, dass das viel kennt. Der wir kein Ego, gell? Also, nee, genau. Ja, also du musst wirklich können so ein Kompromiss ergehen. Erstens da, dann zweitens so einfach verstehen, dass jeder einfach andere Meinungen hört. Danach musst du auch eine gemeinsame Lösung finden. Ne? Aber dass auch jeder einfach, alle Menschen Associaten sind einfach wissen, dass du musst Kompromisse angehen, genauso wie ich auch. Sind dann noch mega open drüber. Also du musst können open drüber schwätzen. Dafür auch gerne mit Kollegen, weil da kannst du dich auch schwätzen, weißt du, dass da no hard feelings. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja. Aber wie hat da in so ein Prozess oder System wieder effektiv so Diskussionen feiert? Oder so, genre, ich weiß nicht, ob du dich als CEO gesetzt in der ganzen Sache und da bist du als Leader und was du dann den an einer Runde, wenn irgendeine neue Idee beschwert wird, den das moderiert? Ja, also ich sehe das Gérant, also ich Weg stehen, den noch kurbelt, ein bisschen ein Motto von der Sache. Ja, ja. Bei Ultraschall ein bisschen mehr nach wie bei Skandal. Mir geht Wegströms, weil ich meine, das bisschen eben die Übersicht doch behalten und zu sagen, okay, so der Teil aus dem Programm oder auch aktiv dann Sponsoren sicher gehen und dann eben noch den Kontakt mit den Venues, mit verschiedenen Partnern. Natürlich, das schon ein bisschen immer stehen, dann Feuer ausstöpelt. So. Ja. Und dann wo dann die verschiedenen Leute Matt schwätzen und kreieren halt. Das ist auch oft Julian zum Beispiel, den die hat von der Tour für seine Tour zu machen. Julian beste Mann, weißt du, den hast du so kreativ und der sieht dann einfach so nämlich wie Nico auch, der könnte dann mal Ideen, wo es da so okay, am Anfang sehr cool. Und dann gucken ich dann noch eins zu da einfach zu gucken, ob es realistisch oder nicht. Das ist auch mein Rolle. Ja, zum Beispiel am Flyer, wie so guckst du aber auch nach die Sachen. Ja. Okay. Ja, also weil das schon mein Rolle alles okay. Also dass du weil das schon mein Rolle für zu gucken, dass alles du nur zusammen könnt passt. Ja. Das ist das noch nicht auf dem Punkt, wo du siehst, man dir da das Vertrauen nicht an. Ja, also schon natürlich Vertrauen, ne, mit das ist das so ein Ding, dass all meine Associaten machen das halt nicht Fulltime. Okay. Das heißt, das wirklich immer andere Sachen die vorbei und das ist dann eben eine Arbeitsabteilung sozusagen. Ja. Mir tut schon eine spezifische Rolle, also die Krise ist zum Beispiel den Weg für Grafik und zuständig ist und du gehst nicht also ich gebe schon mal Feedback, aber ich will also weißt du Freiraum musst du auch haben, ne, für einen Grafikdesigner kannst nicht aber schon zu viel Pitteln drüber. Ne. Aber wie decidierst du so wären Ideen passen und Visionen oder wären nicht? Also wir sind noch, wie gesagt, wir sind noch kreativer, chaotisch, gell? Wieso auch? Mir hat schon, also, nee, das Setup heuer Sound, top. Hoffentlich. Ja, nur eine Scheiße. Wir haben 7 Mikros gerade laufen, also wir hoffen, wir machen alles, dass unser Sound besser wird. Ja, voilà, mir hatte schon so viele Ideen, wo wir nur aber nicht gemacht haben, wo auch nie dann Leute das nicht kriegen, dass wir das durchtun. Das ist einfach so. Also das ist einfach beschwätzen, gucken, okay, ist das realistisch, dann auch finanziell, obviously, ne? Du musst auch gucken, verschiedene Projekte sind halt richtig cool, aber du musst dann noch gucken, okay, wie kriegen wir das finanziert. Ja. Und dann noch, ob sie gewillt sind, wir haben mich schon viel Platz zum Beispiel geschrieben, also möglich, und das ist dann immer so, ja, das ist aber lo, weiß ich nicht, dann kriegst du kein Rendezvous während 2 Monaten. Okay. Das heißt, da gibt es keine Kriterien mehr, das musst du einfach gucken, Projekt für Projekt. Ich will das Lo, weil da ja Portfolio mehr aufbaut, weil es mehr einfach geht für geile Venues, also jetzt kein. Präferenzen sind sehr wichtig. Ja. Also du, die Echtkehr war wirklich auch so Philharmonie, obviously, wenn du kannst du Philharmonie, also aber wirklich, da kennt jeder reden, und wenn du kannst du Miu schon mal drinnen geschafft. Du hast Villa Vauban an dem Luxemburg City Museum, wo man für die Museum gemacht hat, war mega flott war, wo wirklich schon noch cool Leute bei den verschiedenen Organisationen sitzen, an neues Vertrauen, und sie wissen schon, dass das ein Risiko ist, und sie wissen schon,
das ist immer schwer, wenn Station Kommune geht und du siehst, ja, wir dürfen gerne einen Soiree machen, weißt du, so, dann klingt dann immer so nur Party, aber wir wollen ja auch wirklich stehen, sie vom kulturellen Sektor von Lützeburg und dazu löst mit den Referenzen, mit den Leuten, die uns dann eine Chance geben, kriegen wir das weiter abgebaut, ja. Also das hoffen wir, dass wir das können weiter ausbauen und dann noch mit neuen, interessanten Venues und Partner schaffen, die uns dann noch vertrauen. Stichwort kulturell 10 zu Lützeburg, war das so deine Vision oder wie hoffst du, dass die Stadt entwickelt? Und Ultraschallung? Ja. Wir hatten ja immer den Pond-Festival für 2 Jahre, für 2 Jahre. Und das Ziel wäre schon, für eigentlich so ein Festival zu tun, so den all Jahres rum könnt, im größten halt. So wie Loa, das, ne? Ja, genau. Vielleicht nicht 2 Mal, dann am Jahr, aber 1 Mal. Und das hat ich mal so, und so da das vielleicht ein von den größten Zielen. Mir aber auch einfach mit mehr so Venues zu schaffen. Ich so eine Villa Vauban, Philharmonie, die einfach, weil kein wunderschöner Platz in Lützeburg. Und da sind einfach immer so ein Froh von Willen von den Organisationen anheben von dürfen. Dürfen du etwas machen, gesetzlich gesehen. Aber das wäre Ziel für weiterhin spezielle Venues zu tun, aber weiterhin groß, also eventuell ein wirklich großen Ultraschall-Festival zu hören. Wäre es möglich, um so Rockfield zu machen? Oder ist ja, das so groß? Also mein Big Wish, so. Also mein bisschen so, boah, das wäre wirklich so ein Ding. Das war immer einfach geil, aber... Ja, das sieht jeder rein, ne? Aber das ist ja auch, also, voilà, das ist immer so eine Sache von, mein Papa hat das ja, also für Kontext, mein Papa hat das ja auch dann mal organisiert, damals an, wäre mega cool, aber ich weiß aber auch, dass es einfach realistisch gesehen sehr schwer ist, so eine Absorbierstelle von allem nur beim Feld. Infrastrukturmäßig also es einfach sehr schwer, wenn du das ist wunderschön, ne, an einem Busch auf einem Feld, aber wenn irgendwann tränt, dann ist es schon, schon verloren quasi. Und das ist das, wieso einfach nie, also wieso Druck viel abgehalten wird, also einfach, weil einfach zu kompliziert, zu teuer ging, also. Was war zu teuer? So Gast? Also ich weiß nicht Details, aber ich weiß aber, dass es einfach infrastrukturmäßig an Verkaufszölle aufgeklagt mit denen Acts, wo sie gebucht wird, weil ich schon klein habe, so immer mega von. Ne? Ja, das irgendwie, war geil. Was du zurückguckst, ist so niemand denkt, meiner Fuß ist, wow, du kennst Coachella, so. Das will jetzt viel, aber das ist wirklich cool Line-Ups an irgendwie nicht funktioniert. Also du machst ja zum Beispiel war Demos vielleicht nicht. Wie viele Editionen gab es? Boah, das weiß ich nicht, ich meine. 6 Schätze, keine Ahnung. Ja, 7, 6, ich meine, das ist einfach schlimm, wahrscheinlich weiß. Ja, sorry. Nein, das wäre puh. Wo macht man dir dann am meisten so mit Getränks verkaufen? Also das hängt davon auf. Also, bei das Gratis-Events, ja. Wenn man so eine Off-Season-Party Apero, zum Beispiel auf Philharmonie oder eben ING. Also, ja, obviously verkaufen kein Ticket, das gratis Eintritt, die Stoß für Getränks. Wir haben aber auch viele Shows am Mathe, die zum Beispiel mal Ticket verkaufen. Okay. Das wahrscheinlich Getränk, sie wird die Summe, aber voilà, das ist unterschiedlich. Also, Sponsor kriegt da auch Gelder? Ja, also wir schaffen nochmal Partner, noch wenn du baust den hast, den als gerne unterstützen. Wir sicher immer noch neue Partner, wir schaffen viel mit Jägermeister zusammen, mit Rambo und das viel unterstützt. Mann. Wir können ja nur nichts freuen. Ja. Nämlich so, die sind auch, das Spurkäse an AXA, ganz voilà. Kreis. Vielleicht kann ich connecten. Also, weil theoretisch, das ist ja cool, wir bieten ja von Events für Junker, wenn du Partner hast, den interessiert, dass das weiter zu pushen. Und Gruppette natürlich. Aber kannst du Luft mit Rambo noch mit? Ja. Okay. Also, weil da kann ich auch teasern. Wir sind am Gang als echt klein Event, also nicht an ihrer Größenordnung. Wir sind ein Quiz-Night. Wir wollen gerne ein Quiz-Night organisieren, die echt gölle froh Quiz-Night, weil der Pass bist du bei uns Brand, weißt du so. Und wenn's froh. Wenn's froh, genau. Gut klar. Genius. Und genau, in dem Kontext wollte man eben noch so mit irgendwie seiner Alkohols, mit einer bisschen cooler Alkoholsmacht kollaborieren. Am besten Fall, dass du mal ein paar Ideen, egal, muss nicht im Detail gehen. Und da hat man eben noch einen Jägermeister gedacht, unter anderem, weil man gesehen hat, dass Jägermeister dick viel so aktiver ist im Lützeburger Marché. Wen hast du deinen Kontakt? Das hat so in den... So Mail an Telefon, man kann man... Nein, nicht schon geschrieben. Weil außerdem eben Trick einfach Französisch, ist das normal? Ja, es sind viele Französisch, die das schaffen. Wie war man so, oh nein, kann man nicht weiterführen. Ja, du war doch raus einfach. Ja,
Nee, also ich gebe einen Küssnight sehr cool von Geil, mischt auch wirklich Sinn für ich, I guess. Allgemein Küssnight, ich war auch gute Willen, so Küssnights. Geil. Das ist ein sehr cool Konzept einfach, weil du was mit Kollegen, du kannst selbst trinken und du hast aber so ein bisschen die, den Entertainment. Nee, cool. Das will man mal so, für so die kleinen Zeven Live-Events zu machen. Aber? Hex wahrscheinlich am Snooze, also noch nicht fix. Hex wahrscheinlich Snooze für die erste Edition. Da sind wir aber mega limitiert von den Plätzen hier. Das ist ganz exklusiv, also wirklich nicht mehr für uns Die Hard-Fans. Wie viel oder denn? 3. Aber Hex wahrscheinlich, du mal die erste und da gucken wir. Also, schon eine Idee für dann nach einer Venue, so für das Löser-Lös, so einen anderen Kaffee noch zu machen. Also Kinder pur, also ich meine, dass viel Luft nur wenn du aus anfängst. Vor allem so auf Blötzeburg auch Quiz-Nights von der Dingen Hut. Gibt es schon Klappe, ja. Go for it. Mama. Merci. Du hast Lützeburg Kontakt nach bei Jäger. Ja, kein Problem. Wir gehen dir Achse oder Spurke, du willst dir leben. Echange, fertig. Das ist okay, das ist unterschrieben. Kein Problem. Ja, wie warst du dann zu Skandal-Agency, die noch bei mir kommt? Also Ganz kurz Parenthese, du hast den Philipp dann eben für... Ja, du musst mal weiter. Drüber geschwärzt und dass du dann dem was Philipp so... Ja, lass mal heute nichts vor, ja. Ja, Skandal-Agency, das war... Ja, wie war es das mal? Das war wirklich so, dass ich... Du hast ja gemacht. Das war wirklich so, dass ich... Also ich habe meinen Bachelor zu Köln gemacht. Okay. Und schon währenddem es Ultraschall gemacht, weil das so wirklich so ein Hobby, wo noch keine Firma war und so. Und da sind ich halt, war ich fertig beim Bachelor, und sind ich rumgekommen, sind ich mal die gute Lützeburger Sätze gegangen, ein bisschen, ein bisschen so ranzukriegen. Willst du eine Anekdote erzählen, wie es war in der Schule? Ob du Schüler, Älteren am Jogging, sobald ich komme? Und dann voilà, war schon im Bachelor weiter gemacht und da sind ich voilà, auf Lützburg gekommen und da war ich so, okay, Ultraschall ist cool, das developiert sich immer ein bisschen mehr seriös. Irgendwann habe ich gemerkt, dass durch Ultraschall habe ich am Anfang den Know-how von Social Media und wie Werbung schalten, wie soll gute Content aussehen. Ich kann auch immer nicht editen und mit einer Kamera umgehen, aber ich weiß auch ein bisschen, wie Social Media funktioniert und was funktioniert allgemein auf Social Media. Und dann habe ich mir gesagt, okay, da war David Sorvillo, den ich schon kennengelernt habe, den auch Marketing studiert hat. Und der war dann so, ja, am Anfang eine Marketingagence wäre cool, en general eine Marketingagence. Und war so, ja, am Anfang, weißt du, ja, als der Junge, den dann zu viel Energie hat, warst du so, okay, guck mal, was möglich ist. Und da war auch einfach timing-wise den Valentin, der gerade beim Stitch abgehalten beim Schaffen an schwester Szenen, also nur für als Events haben sie dann ein Video gemacht und so. Und das ist ein mega talented Judas. Und da war ich so, okay, aus sich können du wirklich etwas aufbauen. Und dann noch vielen hin und her an Diskussionen haben wir einfach mal lanciert. Und das voilà, klappt bislang ganz gut und wir sind dick froh. Aber das obviously einfach kommt dadurch, dass ich einfach nur eine Opportunität gesicht habe. Dann vorher gehen, dann muss doch die richtigen Leute bei zum richtigen Zeitpunkt auch erwischen. Das ist auch ein Teil vom Prozess. Und dann voilà, haben wir einfach mal Content gemacht für verschiedene Leute am Anfang einfach so, voilà, ohne eine fixe Struktur zu haben. Und dann wird es immer mehr konkretisiert. Voilà, hallo, sind wir da, wo wir sind. Und das ist wirklich cool. Also, das ist auch viel Vertrauen von Leuten, die als Kinder ne, für so ein wir schaffen ein Kilometer hin und gucken, wie das geht. Auch die Demand von Social Media Management, Social Media Content Creation ist immer mehr groß. Und dafür, voilà, weil man da vielleicht ein richtiges Das ist am ein ziemlich einfacher Business für zu starten. Du brauchst nicht so viel. Du brauchst Skill und Know-how von wie Social Media funktioniert. Oder musst du dich einfach mal gut verkaufen können, dass sie meinen, du weißt. Das ist einfach nicht schwer, dann wollt das und dann denke ich. Nee, also das schon, das wird einfach auch alles auffällt, also du hast halt viel, die Menschen mit den Klienten, mit denen man in Kontakt sind halt alles Leute, die dann dafür responsabel sind, die mir sind, ne? Obviously. Voilà, die Leute sind einfach nicht immer abgewusst und wir sind immer abgewusst. Ich finde, das ist alles normal und natürlich. Und da musst du dann just dein Knowledge, was du sowieso hast, einfach mitteilen. Und dann hast du für sie halt einen Mehrwert. Und da ist das, wo voilà, wieso so natürlich irgendwie geklappt hat. Und ja, voilà. Kauf nicht schon viel der Firma für drin. Kinder, also ich kann da pur mehr.
Also ich meine nicht viel, so wirklich spezifisch auf Social Media Management und Content Creation. Ja, halb gut. Zum Beispiel, sie waren irgendwie von Echten, wo Social Media fokussiert war. Mit ist viel zu Freelancer natürlich auch. Ne? Und da ist auch das, wo sau cool ist, wenn du willst, Apps aufbauen und du brauchst dann so Projekt, wo dann gleichzeitig auf den fallen und du willst aber auch unwillen, dann ist es immer besser, du schaffst eine Agence. Ja. Also du gründest eine Agence. Das ist jemand alles von A bis Z, gell? Ja, also wir noch schon Offline-Campaigns gemacht. Wir hatten die Chance für eine Radio-Werbung, mal gucken, ob das gut ist, eine Radio-Werbung zu machen. Wir wollen das wirklich schon auf Social Media limitieren. Aber wenn du auch ein Street-Marketing-Ding mäßig hast, dann ist das cool, weißt du, da können wir das gerne umgehen. Wir sind auch mal ein bisschen in der Selbstfindungsphase. Wir haben aber gemerkt, dass das wirklich alles ist, das Social Media Management, Social Media Content Creation. Okay. Ja. So von Post die auch für die Leute. Da waren wir für verschiedene Klienten, ja. Okay. Die Stadt hängt auf, ob Klienten wollen on a monthly basis schaffen oder eben ob sie so ein halben wollen just für vereinzelt kleine Video für verschiedene Aufträge. Zum Beispiel Luxembourg City Tourism Office, die froh ist dafür verschiedene Einzelvideos dann zu machen. Und dann müsst ihr auch dort Dinge, wo man so okay, sie geben auch gerne, dass wir dann den TikTok posten zum Beispiel. Okay. Dann haben wir noch TikTok Management. Okay. Und dann Captions machen, Hashtags, und proper uploaden, und proper Sound, dass das dann auch alles so klappt, wie es soll. Mit das wirklich Client. Also du kannst nicht so mit Fixed Packages, weil alle Klienten sind. Das ist verdammt schwer ist als Anfang. Philipp, ich mit gleich vor ein Elektroauto kaufen. Und los sind auf der Sicht oder Passenassurance. Ma AXA du ein ganz spezielles Offer für Hybrid auf Elektroautoen. Wie sieht die aus? Sie bieten eine 15% Reduktion auf die Assurance bei den Hybridautoen und 25% auf der von Elektroautoen. Das heißt, wenn du 2000 Euro die Jahr bezahlen, da bezahlst du eben just 1500 Euro. Da sparst du mit 500 Euro. Nicht schlecht. Wie ist es mit dem Ladekabel und mit der Batterie? Super. Die sind noch alle zwei Mal versichert. Ich meine, da fällt die Decision noch nicht so schwer. Dafür klick auf den Link in diesem Video. Was du auch aktuell auf der Sicht einer Immobilie, beziehungsweise willst du gerne nur Zukunft ein Appartement kaufen, da warst du wahrscheinlich im selben Boot wie ich und das ist das Problem, dass Zinsen nicht klammen. Mehr anscheinend da doch ein paar Vorteile, oder Philipp? Ja, das stimmt. Dadurch gehen auch die Spurzinsen mit Lot. Und wer besonders davon will profitieren, der braucht unbedingt Access von der Spurcase, weil die Spurkonto, den du mit dran hast, die bietet einen besonders interessanten Zinssatz. Okay, ja, das habe ich effektiv nicht bedurcht. Das heißt, es bringt noch nicht etwas, für so einem Spurkonto stehen zu haben. Und das ist effektiv praktisch, dass das Office an der Offer von der Spurcase mit dran ist. Was ist die Lieblingsplattform da gerade? Ja, wahrscheinlich Insta. Also, TikTok ist mega addiktiv, das ist dann okay. Also, du kannst auch von so reisen und so. Als man schon verkannt gehen ich bald nämlich auf TripAdvisor oder so. Ich auf TikTok für so Platz. Restaurant. Oder bist du in Zeit, also von mir. Oder das du gerade sehen. Das ist ja voll egal. Ja, das ist ja voll egal. Voilà, das würde ich mir auch. Das Insta aber noch immer, fand ich die, von allem, so wenn du guckst, auch beim Ultraschall, du hast wo die Leute wirklich sehen, aber wo du auch wirklich Leute dann kannst ein Projekt präsentieren. TikTok, du weißt nie, du kannst selbst posten, der kann dann 100 Views kriegen oder 10.000. Okay, ja. Und das ist einfach kein Valeur sûr. Für mich ist Insta ein Valeur sûr. Voilà. Auf Facebook ist immer cool für Events, fand ich. Also ich weiß, dass viel Hate für Facebook und das ist auch oldschool. Aber für Events fand ich immer wichtig. Ja. War das so was du schon gelernt hast an der Zeit bei den zwei Firmen anfangen? Also so als junger Entrepreneur, also in der Apps wusste ich schon sehr so, okay, das hätte ich gedacht, das geht auch nicht schlafen oder das ist wirklich, das grundlegend gelernt. Also für mich ist das Nummer 1, du brauchst 3 Leute rundherum da und du musst mal 3 Leute schaffen. Ohne das wäre das sowieso alles nicht möglich. Dann ist es viel, auch bis bei dir gemacht wird, Nummer 1 Podcast. Das ist viel Fake it till you make it. Da klingt immer so blöd mit das, aber ein bisschen so. Und du musst halt so ja so führen, dass du weißt, ob du die überhaupt hinkriegst. Weißt du? Das ist das, wo ich meine, dass das etwas ist, wo jeder den anfängt oder etwas aufzubauen soll. Also fand ich ein bisschen ein Key Factor für zu sagen, okay, du musst einfach den Schritt gehen, wo du siehst, das ist dann ein bisschen schön, wenn das nicht klappt, aber das ist aber so, wie du groß, wie du auch lernst. Mir noch viele Sachen, die nicht gut gegangen sind, das tust du halt damit, da musst du einfach weitermachen. Und das Wichtige ist einfach immer auch mit Klienten ehrlich sein und probieren, so gut wie möglich eine Lösung zu finden für alles, auch wenn es ein bisschen schief geht. Wo ist so im Moment, wo du ja gesagt hast, wo du davon Angst hast, ja zu sein?
Das ist ja erst im Kopf. Oder ob es noch schief gegangen ist? Ich nicht verdrängt, meine ich. Verdrängt, also. Dann war es nicht schief. Ja. Nee, doch, also sicher Sache. Ich weiß so gerade nicht. Da haben wir dann von. Also, das ist auch zum Beispiel, was schwer ist bei Content Creation, also dann immer, du gehst da gebucht, du sollst dann Apps filmen und dann editst du das und dann hast du Waller nicht, wir sind dann immer so, ja, das ist top, das ist cool. Und dann könnt ihr klären, also, ja, mir gefällt das gut nicht. Weißt du? Ja. Und dann warst du also, okay, weißt du, das ist dann einfach, weil das mega individuell ist, weißt du, wenn du eine Person sitzt, die das soll akkordieren und die Person findet dann einfach nicht gut oder hat das auch nicht gemacht. Voilà. Und das ist das, wo wir auch müssen auch immer rausfinden, wie wir am besten funktionieren immer. Mit einem Ultraschall ist wirklich zum Beispiel wo du wirklich siehst, wo man schon so potenziell Partner oder Sponsoren geschrieben haben, aber ob die falsch Manier oder ich sehe ich meine so gut war AXA, wo ich einfach so eine Gebäude gegangen sind, sein Dossier und ich war so, ja, ich werde einfach responsabel schwarze. Und dann so, ja, sitzt dich mal, bist du Rendezvous, weil ich so, nee. So, ja, mir dann schreib eine Mail und dann kannst du rum sein. Also Sachen, wo du lehrst, wo du weißt, okay, es gibt verschiedene Manieren, weißt du, so, an dir kommen bei Leuten, an Lützeburg ist das Beste natürlich, du kennst ihn, den ich kenne. An die kann du schon introduzieren. Weil das ist immer schwer, du am Kallen, Cold Calling sozusagen ist. War vom Höllefreich, dass der Pop schon an der Industrie so bisschen 100%. Ja. Also es war final noch cool zu sehen, dass voilà, mein Pop in der Atelier gegründet. Genau, in der Atelier gegründet. Ja, voilà, Kontext. Ja, du weißt, du hast halt gesehen, dass erstens für Events und dann du bist noch die Passion gesehen, dem uns auch viel Präparationen kannst schon immer du am Bagger rundherum von dem Sit, weißt du. Das war mal mega flott und du schon noch wahrscheinlich bist du den gut kriegt für Eventer und dann natürlich auch was mir alles was doch gesagt war natürlich dann Apps abzubauen und dann gesagt dadurch und dann voilà findest das cool was für mich wichtig war für bisschen du den eigenen also eigene Weg zu gehen und selber probieren mal was kein China was nicht mir tut absolut geholfen eine Person zu holen wo es schon weiß dass voilà das alles schon abgebaut wird dann ja, auch von froh, kannst du hast du genau den Namen schon von die weiß auch so alles also das ist bei so ganz spezifisch froh also voilà, also natürlich auch das fand ich cool wie jemand dann du auch nicht zu viel geholfen von uns so von selber raus weil so wie du lehrst voilà ich auch aus ein bisschen Mentor von kann sein oder weil das ja also klar zu einem gewissen Teil 100%. Ich muss auch so, dass ich einfach viel von Leuten und immer allgemein so lehren. Sie wird mir Soziolo oder sie wird Leute, die wo schon rumgucken und so sehen, okay, ja, weißt du, die haben das schon so ein bisschen abgebaut und die wirst du schon den Weg bisschen. Und du fand ich, dass das auch schöner ist, als Lützeburg die meisten Entrepreneuren, wenn sie die Fräse im Hölle, die so, ja, also, voilà. Wen hast du ein Beispiel? Den ich kenne. Also wo ich mehr als den habe meine den das mega abgebaut und da zum Beispiel wo ich schon mal abgeguckt und dann mal abgucken von du guckst anderer ich weiß nicht von lange auch gut die Sneakerstores wo du siehst auch die Source Junge von die Source weißt du ja doch sehr cool abgebaut voilà es sind einfach viele Junker wo ich immer mehr gesehen wo ich auch so sehen so okay auch und denen weißt inspiriert den sich an was noch so okay dass du musst nicht unbedingt immer den ganz Element holen den dann mir einfach wenn es schon Leute gesagt die es gut machen das inspiriert dann von noch also wie wirkst du Sneakers das der gut das ist krass weil du ein Bubble hast gerade gell also du hast ja 352 dann ist Sauce Stitch New Fresh Kicks oder das sind den Aaron die noch Pop-up wird nee das ist cool dann ist doch FOMO wo du vom Leo dafür ist das cool irgendwie das wahrscheinlich auch sein Alterssach ne weil dann von jeder von der Uni vielleicht ein bisschen den Phase River also du sagst immer mehr Leute abs machen aber ich fand voilà das inspiriert mich auch so und das hilft aber auch einfach zu sehen wie sie man an voilà. Geht dann noch die so Events machen wie die heute du hast viel kollektiver die effektiv so Junker so also sind viel am Müllu so Events wo du auch von so jungen Leute mehr cool ist die auch so kollektiv gründen einfach von allem elektronische Musik war doch mega
Kommen war seit nur Covid so mir so auf dem large scale weiß ich noch nicht respektiv sie sind Nummer 1 dann war dir doch nee also ich fand mir einfach ein länger Sport bis wir hatten noch einfach den Advantage dass man 2018 schon angefangen und voilà, mir fand aber mega schön zu sehen dass nur Covid so viel Anfang neue Initiativen entstanden du hast viel andere Leute also du hast Freunde so im Rot meinst du oder nicht ja also das paar Junker die dann halt so schreiben so und dann sind wir Probleme immer so für mich und so gut für mich auch ihnen zu helfen dann obviously wann eins was du dann so weißt du so ja da kannst du mal Kontakt von jemandem was du ja bis mir aber lang geschafft dann alles abzubauen also ich kann nicht mal für Gameplan gehen und dann mehr prinzipiell von ich persönlich mal egal wie cool immer zu gesehen probiert ein Eventsmann oder allgemein es für Kulturzählen alles zu machen das muss voilà, ich, ja das du kannst immer so und das bist Konkurrenz von dem nämlichen Sektor aus mir das aber dann groß genug an genug Datum für das sich nicht alt Chaos muss kreizen also Mann, du kein fix gucken immer also im Sommer vielleicht schon so 1-2 hast du den Mond zum Beispiel lo, am Anfang vom Januar Februar immer ruhig bei uns machen wir nicht lo am März wir dann Tour Kickoff an Closing wo man noch das für Tour ja ma dat war dann dem Julia seg Idee Demos wo gesucht ging am Anfang weil man so viele Studenten kennen auch auf so viel verschiedene steht an du weg schon noch Reso hun von Wien wo mega viele Leute sind war man so okay am Anfang kann man so eng Tour wo man dann einfach lokal DJs mal und Ausland holen mir connecten du immer deinen Clubbesitzer wir machen da wirklich so einen Trip von eurem Kollektiv wo mir dann zu pur Resen an einfach dann von Venue zu Venue sind mal Kleinvenues ne also Platz von zwischen 100 und 300 Leute Kapazität und voilà und das wird angefangen mit so einer vager Idee und dann in viel Chat dann nur rauskristallisiert durch Hölle für viele Leute also sie viel immer dann lokal Leute zur Platz die alles so tun vertraut tun und als geholfen und noch du abzubauen und voilà wir machen das Jahr rum denke das dann am Melusina Lounge fangen dünn der 15. Oder das schon rüber dann immer den 20. ja, das dann den 20. immer Paris den 21. nach Wien und den 22. nach Barcelona geht dir dann recht du hin oder geht dir pur dich dafür tun nee, gehen Weg stand den Tag selber du hin allein noch schon finanziell man den Unterkünften und so du musst 8 Leute innerkriegen als allein schon Fliegerticket an Zugticket die sich schon richtig steuert finanziell muss ich noch mal ein bisschen auf Zack sehen du mal an einen Kurs so zu Barca bleiben mal 2 Stunden für ein bisschen dann noch hochzukommen das nicht so vakant das Mix das schon voller Organisation das schon ein Event wo man organisieren du natürlich das nur nicht dass du kannst komplett verkannst du mal mehr obviously Mama weil Spaß nicht also du hast kein Projekt wo du siehst da bringt du so viel zu ran ne verlegen vielleicht wie ja mit das aber dann für Ziel also wichtig also ich war immer die Idee für einfach zu tun das für Weg stand die lokal DJ 10 abzubauen und dann an Deutschland zu bringen und dann voilà das war Ziel und das wird auch so bleiben also wen hast du als dabei den Nosi den Joey den Chazo dann immer Tanja wo 2-mal dabei ist an den Groovy Hoof den Have den eben noch bei all 10 dabei ist ja und dann immer du nur also das cool ist mir annoncieren noch ein Closing am Nosi zu summen am Atelier den 21. März wo man dann durchweg so voilà, jeder die dann kommt dann am Ausland dabei sind oder beim Kigo wir werden an der Melu Lounge aber du hast mir großes wo man dann durch können du managst hier auch geil der Booker also der Booker den Elvis es gibt Elvis Hose ich meine den Elvis hin aus dem Manager einer Weg stehen den dann noch bis einmal Musiksraster und so kann ich mich gut aus weil das ist auch von viel behind the scenes geschieht Musik hin der spielen oder nee weißt du wann du das produzierst dann musst du dadurch also musst du Raster und noch dann wann du zum Beispiel Collaborismus weißt du da festhalten und so mir aber auch allgemein den Nosi voilà, ich mich auch ein bisschen davon allem an den hauptsächlich Bookings zuständig sie wird lokal oder international musst du am Anfang aufpassen dass nicht so oft als du
B-Moll spielt. Ja, also das hat wieso auch du den Dingen du war die Idee für so kommen offiziell, weil nur sie so viel Demanden einfach auch da sucht mehr schön zu gesehen, weißt du, das ist cool, wie viele Leute wollen man schaffen. Nee, du kannst nicht, also das die klassischen Dinge, du kannst nicht all da an der Woche oder all Weekend auf so viele Plätzen ablehnen. Du musst eine gewisse Exklusivität haben und da wird dann nochmal zur Summe geguckt, was am der beste Fit ist für ihn. Und voilà, ich probiere schon ein bisschen zu imitieren, für das nicht auch für ihn, das ist anstrengend, das ist aber anstrengend abzulesen oft. Also, wann machst du genau? Schreibst du dann Venues am Ausland oder wie? Genau, also dass du meistens Lokal-Bookings kriegst du einfach die Mail an Dufro und dann checken ich das so. Mit zum Beispiel für den Komplex, wo du zum Maastricht war, das ist da so geschieht, an dem Studenten so waren, ja, wir sind eine Party, vielleicht kannst du ablehnen, dann hast du einen Ablegegang. Und dann habe ich den Gérant vom Club kennengelernt. Und Komplex ist wirklich ein großer Club in Holland. Also das ist wirklich auch da, wo große Artisten in Europa leben. Und das haben wir ein bisschen gechillt und das war cool. Und dann haben wir den Kontakt ausgetauscht. Und dann habe ich mal einfach so geschrieben, so, hey, ist irgendwie etwas frei für die Nosi, so, weißt du, für den zu kriegen an normalen Dingen. Und voilà, hin und dann, voilà, das dann mit ihm gesagt, ja, komm ich mal etwas. Und das ist auch so der Random-Faktor bei allgemeinen so Sachen. Ne? Du musst du sehen, also Platz sehen und dann mit denen mal eine Chance schon. Und dann musst du hoffen, dass die Person eine Chance hat, so, mit der, dass du dann einfach siehst, hey, weißt du was, voilà, wir machen das, ich cool Junge, wir unterstützen das. Und voilà, die Stadt, so ist zum Beispiel von den Beispielen, wie ich probiere noch an Deutschland zu kriegen, dass dann durch Studenten Partys und dann nur durch zu connecten für weiterhin. Okay. Und das ist, wen also Team rundherum hier nach eben dem die zwei. Ja, genau. Okay. Also okay. Offiziell sozusagen, das hat dann Team rundherum hin. Ja, das ist nicht das Sinn. Also das ist noch nicht das da. Also alles am Norden ist krass. Am Norden ist krass, ja. Am Norden ist so witzig, weil ich auf der Hose mit dem nonstop geht nur geschwärzt. Ja. Und Foto aus Halbfin und so, ja. Mega witzig, mit dem Typ, wo du einfach die Energie dafür. Das ist auch krass. Ja, das ist cool, du, das hat was am meisten nur sie lieben. So eine Liebeserklärung. Aber das ist wirklich einfach so ein bodenständiger Tipp. Und ich nutze wieder in Zeit und probiere so gut wie möglich wieder in den Garage zu gehen. Und das fand ich am wichtigsten, ja. Das fand ich auch cool zu bringen. Ja, mega. Hin kann am Anfang wirklich so Durchspruch und muss ein Lied rausbringen. Ich fand, ich muss so singen Lieder sind monoton. Bisschen für dazu könnte so ein Hit gehen. Also sie sind logisch auch, sie sind emotional. Ja. Das ist auch einfach gut. Und nur sie muss ich auch selber nach vorne. Also ein Producing-Ding, das ist noch gut entlang. Ja. Ich meine, für ein paar Jahre noch schütteln, wo du reist, das ist komplett ein Umschwung für ihn. So. Aber natürlich auch da, dass für ihn alles seine Findungsphase ist. Ich bin mit der D'accord, ich fand ihn auch so ein, dass am Anfang was empfiehlt, dass so ein Hit, es was viral geht. So wie dann, Martin Garrix hat so Animals bei mir. Ja, okay, also, ich will nicht direkt auf die Scale gehen. Ja, kein aber von Martin Garrix war auch zu Lützeburg am Secret. Ja, okay, absolut. Das ist natürlich mega cool, wenn das so geht klappen. Ne? Aber so am Anfang, was du brauchst, wirklich produzieren und dann, dass wirklich so ein Hit wird, wo wirklich auch viele Streams geht. Weil Leute, die dann noch DJs buchen, die gucken dann aber nicht nur auf Insta und so, die gucken noch, okay, was für eine Musik wird und wie viele Monthly Listeners wird. Ja. Voilà, das sind alles Tools, die du musst löslich abschaffen. Aber noch so ein guter Weg. Aber wen hast dann für so die Vision oder die Strategie langfristig für seine Brand zuständig? Was ist da? Du das oder dann echt den Alves oder das Teamwork, also, das Teamwork. Wir so nur sie immer, wir haben da ein bisschen mal feiern und sagen, Marsch, Alves an nicht, weißt du, wenn du nicht genug Content produziert oder wenn du den TikToks nicht genug möchtest und so. Von den TikToks so witzig. Ja, der sitzt so, ja. Das ist aber so, wie es muss. Also, du musst, und das ist auch etwas Neues für ihn, das ist auch da, weißt du, probieren wir immer ein bisschen zu brodeln, also dann oft checkt man das Video als ich und dann probieren schon Feedback zu geben. Aber voilà, das ist alles ein Prozess für ihn. Und wenn ihr guckt, strategy-wise, geht es einfach darum, dass du einfach Sachen probiert. Probiert. Und auch durch Consistency. Also das ist etwas, wo voilà, noch mit seinen Productions, mit seinem Content, da könnte man mehr und das ist ein guter Weg. Also voilà, das ist am Anfang ein Hit, wo empfiehlt und dann Tomorrowland. Das wäre Ziel, ja.
Ja, weil das, also das, wie du siehst, das ist wirklich bei ihm realistisch. Ja. Das Also ich könnte mal hier so viel stellen. Du. Ja. Auch vom Charakter hier. Ich fand alles, genau, was du brauchst, überall wo du ablädt, alles kriegt gute Feedback. Weißt du? Das ist halt, wo ich auch so voilà, das fehlt just um die Connection zu den richtigen Leuten und voilà, einem Hit. Ja. Das ist auch seine frohe Zeit einfach, ja. Easy. Ja, denk dir viel lieber AI noch. Geil Übergang. Denk dir viel lieber AI noch. Einfach so generell am Leben. Weil ich war so, schon für eine Woche so Podcast geguckt und ich war so, ich denke gar nicht genug drüber nur. Wie meinst du? Mal wie das alles wird verändern. So die nächsten, an 10 Jahren wird alles anders sein. Ja, aber das war ja auch dem, was beim iPhone so oder bei... Aber so, ich fand, es geschieht so viel, gerade von den bisschen recherchiert. Und kriege ich nicht mit, was alles gerade geschieht. Fand ich. Elon Musk verklot OpenAI. Ja. Droppt sein Lawsuit, wenn sie sich Closed AI nennen. Wirklich? Ja. Also ein Thema. Oder zum Beispiel Sora oder gesehen, also was OpenAI durch hier ein neues Programm wusste sie. Bilder kannst. Ja, also Videoen. Ja, das ist wirklich so krass, du kannst angehen. Ich will eine Frage sehen, die zu New York über den Times Square lebt, die so ausgesehen und es produziert oder. Das ist so krass. Ich beschäftige mich da viel mit Skandalen und Volontar, weißt du, einer ist dann durch, denke so, das ist krass, und auch wir benutzen es am Alltag, während wir es mal schaffen. Ich fand noch ein so ChatGPT für ein Caption oder so. Das ist auch so eine Sache, wo du siehst, okay, inwiefern wird das wirklich the work von Content Creation remplacieren, weil wenn das so realistische Spieler sind, da musst du nicht mehr viel shooten gehen. Wenn du bist, kannst du zum Beispiel Kleider scannen, an die da kannst denen AI-Modellen umgehen, da fängt es wirklich interessant. Das ist alles andere am Anfang. So, also ich denke gerade darüber nur die Leute, die gerade so, keine Ahnung, Fotografie oder so Sachen studieren. Oder eine Agence, oder was? Nee, für die Agence ist es gut. So Leute, die so Sachen studieren, sind so, am Anfang gebe ich mal ein bisschen Gedanken machen, so, weil ob ich nach so Grafikdesign oder so studieren will. Ja, also das wird ja auch immer merken, dass ChatGPT ist cool und so und du kannst es doch richtig gut benutzen, aber im Endeffekt brauchst du aber immer Leute, die dummer da können. Ja. Ich meine, ja, das genau. Ich meine, das ist echt nur ein Tool für die Leute zu benutzen. Ja. Weil ich meine, okay, wir sind auch an der Kamera schon mehr, aber weißt du, wenn du probierst, ich zum Beispiel für unseren Merch, den wir rausbringen, und ich probiere ein bisschen mal so AI-Tools. Das ist überscheiß, weil ich eben gar keine Expertise habe. Aber wenn du dann einfach mit einer Grafikdesignerin schaffst, dann ist das eine ganz andere Sache. Und ich meine, Hanno wird Grafikdesignerin mit dem Programm schaffen und nicht ich als Endklient. Ja. Ich meine, dass du als Endklient kannst einfach da benutzen. Das wird so einfach sein. Ich sage aber auch, guck, dass du aber doch gerade nur, weil du alles AI hast, dann ist es umso mehr rar und umso mehr valuable, wenn du siehst, dass du human created. So. Vielleicht also einfach den Dinge, wo du siehst, am Anfang ich will gerade mit der Person schaffen, weil sie als mal eine Person oder Fotograf, wo wirklich nach selber möchte. Vielleicht geht du nur in die andere Richtung, wo du siehst, das ist perfekt sein. Ich meine nicht. Nur dir sind wir alle guten Doom da einfach. Ja, ich meine ganz ehrlich, so AI wird einfach auch so viel Gescheit wie mir. So, das wird ja alles besser können wie mir. Ja, also als Global Statement gehe ich doch recht mit. Was soll das dann so hochgebracht haben? Ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass ganz Branchen oder Berufe wegfallen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, sie werden sich verändern. Also auch dem, was beim Computer genannt. Ja, das ist sicher. Das ist vielleicht von den biggest Inventions, auch so wie im Internet. Ich meine aber, dass mehr Berufe werden wegfallen, wie neue können kreiert werden. So Taxichauffeuren, brauchst du auch nicht mehr. Oder, weil ein Auto kann ja selber nicht mehr fahren. Ja, wenn du immer guckst, du hast dann immer, du siehst ein Video, wo das klappt an amerikanischen Straßen, aber an europäische Städte, die Straßen sind so klein und so unstrukturiert, du brauchst einen Mensch, den das gedeiert, weißt du, weil dann aber immer ein Problem hast. Also wir sind da auf dem Weg, ja, ich meine, es dauert aber noch lange, bis das du wirklich komplett die Rolle komplett wegfallen. 10 Jahre. Also wir waren nicht so aus, das kannst du auch mit Uber schon so, einfach mit Uber fällt ja auch ein Taxichauffeurberuf weg. Und da kommt dann das andere dabei, ja okay, vielleicht beim Self-Driving Car ist dann auch nicht. Und dann ist irgendwie das, keine Ahnung, weißt du, dann als die Wartung von den Autos kommen da neue Berufe oder who knows, das ist immer eine Transformation. Ja.
Weil immer mir leid. Muss man nämlich selber verkanzen. Aber guck wie geil, wenn du Ultraschall-Event zu Paris hast, jetzt schon ein Auto hast, siehst du vor du hin und chillst am Auto. Ja, guck zum Beispiel Events, da kannst du remplacieren. Ja, das ist Restaurant genau. und so. Ja. Die Human Interaction, Ja. das kriegst du einfach nicht. Und Leute sichern das ja aber aktiv, sie wird Restaurant oder Eventer. Das wird nie können. Ja, all die Sachen sind gut. Also so. Ja, Ich denke, Firma ist auch gut. Ja, effektiv. Ja, das ist mir zu AI. Voilà. Ja. Mehr ich fand allgemein, wie sie mehr darüber nur denken. Also, Wie dann so smart. Ich mache das Leute, Team, so die Last. Ich meine noch nicht zu viel, weil nicht, dass die Leute so viel gehen, ein bisschen Angst haben. Ich meine, das auch... Nee. Du warst schon ein bisschen. Ja, geil. Du warst schon ein bisschen so. Gut Angst. Ich meine, die wissen nicht, wer können sie. Weil, also, ich fand nämlich gerade so, sollen sich nicht zu viel verkoppeln mit Sachen, die einfach kommen und die so negativ passieren. Auch noch Kriegsbeziehungen, all die Sachen. Sollen auch, aber trotzdem noch probieren, bis so den Moment zu leben und zu genießen. Ja. Also sind Das schon ist schön so. Ganz schön so. Ja. Merci. Ja. Das ist ein Unterschied zwischen uns. Ja, scheiße. Tom lebt mehr im Ein bisschen Moment. pessimistisch in Zukunft. Nee, also ich bin am Anfang Optimist. Du Mais freust dich, dass all die Berufe wegfallen Ja. und all die... Nee, ich fand den einfach, muss ich nicht Gedanken machen. Also das wirklich schon davor, ja, das ist schon wahr. Vielleicht realisieren viele Leute nicht, wie viel Impact das für tun. Ja. So auch ChatGPT, so mir alle Leute meinen, schon immer nicht gecheckt, so das. Ja, wie krass das ist. Ja. Ja. So die erste, wie schon ChatGPT-Apps angehen und war. Ich war so, oh, ich war krass. So. Ja, die erste, ja. Also, ja. Dann, Das ist ein great Tool, man. ja. Das noch nicht. Google Translate ist auch great, weißt du, so, Ja. das ist aber ein Tool. Das ist nicht, Nicht. dass es wirklich direkt eine Person remplaciert. Ja. Person nutzt das. Das ist einfach ein besserer Google am Moment. Ja, I agree. Ja, das ist die nächste Frage. Hallo, sind die. Länger ist mehr human-based. Also du hast ein bisschen erzählt, so, für du, was du so gelayert hast. Wo meinst du, kann es so ein Kehr hingehen? Also einfach, was sich so löser weiterentwickelt, ganz natürlich, oder hast du noch mehr so Big Visions auch auf international gespielt? Für Ultraschall. Für die zwei, für dich Anfang als Entrepreneur ist das sogar, Also, ganz generell. Was ich gemerkt habe, ist, dass die meisten Sachen kommen natürlich, wenn du open dafür bist. Das heißt, so wie Skandal auch natürlich irgendwie entstanden, also bei natürlich allerweise und einfach durch random Interactions, ob einmal da war, manchmal ungern zu viel Vision haben. Also mein Ziel wird nie sein, für eine Big Company zu haben an 500 Employees oder so. Das ist nicht meine Definition von Entrepreneur. Also ich lese dann pure Kleinprojekte, die gut funktionieren, die stabil sind. Und habe es auch Lützeburg based. Also ich gebe schon gerne weiterhin einfach Lützeburg Apps machen, weiter Sachen machen, weil ich mache ganz interessant von und einfach fand, dass ja, es gibt viele coole Sachen am Ausland, also voilà, wenn du kannst Lützeburg umsetzen etwas und mehr dafür hast, dann sollst du doch heu machen. Und das ist mein Ziel, das ist bis lohn ich keine internationale Ambitions für so größer und Ausland Dinge abzumachen. Mir auch du weißt du, wenn, also der natürliche Weg, ich will ja doch, dass das dann lös geschieht und voilà, das ist ich will auch nicht so schon ein Big Plan, aber ich gucke, dass einfach mal solid Foundations sind bei den Projekten, wo ich gestartet habe und dann voilà, also ich bin immer open für neue Ideen, so, das ist das wie auch Backstage Comedy Demos entstanden, das ist einfach so am Anfang probieren und dann gucken, wo es geht. Voilà. Ich weiß, was du vom Genre her, einfach so von der Persönlichkeit, was mehr einfach so go for it, go with the flow, positiv Mensch oder ja, also ich bin am Anfang also ich gerne einen Plan. Ich so schwer vom Begriff bisschen also, wenn ich keinen Plan oder nicht verstehen, wie ich bei der Ziel komme, dann geht ich gut ins. Ja. Ja, zum Beispiel. Voilà, also das ist nicht, dass ich mal meine ganze Zukunft schon geplant habe oder so. Und so du hast mein Team als Kandidat, du hast mein Team als Ultraschall. Ich fand, dass es wichtig ist, natürliche Entwicklungen zu analysieren. Nämlich weil man Ultraschall zum Beispiel, also mir hat ja auch Abregie gemacht am Anfang an Hip-Hop-Soireen, an Hi und do an
du bin auch nur Covid natürlich developiert, dass man mehr an die elektronische Musik gehen. Das war nie richtig so eine Decision, das war einfach so ein löserlöses Development. Dafür gibt es viele Leute, die Entrepreneur sind oder wollen gehen, dass du sollst laufen lassen, bis du so gucken, was funktioniert, dann noch gucken, was du richtig identifizierst. Auch viele Sachen probieren. Und du darfst keine Angst tun für ein Caps zu machen, wo du siehst, boah, das war mega, aber da war es mega. Also wir hatten noch Ultraschall und so Sachen geholt, wo nur aber nicht gut waren. Und das ist dann okay. Dann lehrst du daraus. Den einen DJ war zum Beispiel den Dainoro, der war Nummer 1 auf all Chartbreak auf der Welt. Mit dem In my mind, in my head. Kennst du? Okay, ich denke mal nicht, dass er ein bisschen näher. Den DJ haben wir dann gebucht. dass man dazu als Cliphole für Mufang an. Nee, guck mal an zum Beispiel. Das war gestresst. Wir hatten zum Beispiel einen DJ, wo ich war so, was heißt Nummer 1 die Verall, und ich war direkt so geflasht, und ich war so, ich probiere den Mund zu schreiben, und der geklappt. Mir im Juni Zoom mal verloren, weil auch einfach das One-Hit-Wonder den Dude ist. Lo herst du nicht von dem, und das war einfach Fehlbooking. Und das kann viel, weißt du? Das musst du einfach machen, du musst einfach durch, und das ist halt das, wo du noch wichtig du musst halt weitermachen. Also das ist, ja, das Wichtigste. Das ist wie Jason Derulo, Was? Jason Derulo war doch einer. Ja, das war natürlich, ja. Ja, das ist ein Witz, aber. Das du so erzählt. Ich fand das so, ja, okay, Special Interest, wenn man ein bisschen darüber geschaut hat, ich fand das gar so random, und dann fängt er an für seine Tour zu Lützeburg an. Den har jag gefallen. Ja. Den Typ ist auch so huge auf TikTok, gell? Nicht so mega. Ja. Und hier war ja aber, also den Hit von mir dann, keine Ahnung, 15 Grad. Ja. Das ist den Typ irgendwie gepackt für so Peak zu sehen, da, und dann zeige ich auch nur rum, um Peak zu sehen. Das ist TikTok auch, den du einfach die Plattform verstanden hast. Also effektiv für den Kontext, für die Bridge zu bauen, das ist mega random. So, da freue ich mich eben noch an den Booker-Bass, und da war so, du musst eine Europatour, und du fängst an, wo zu Lützeburg. So, also das war geil für Lützeburg. Das tut ja auch nicht von Dingen, das ist auch dann so einfach, also soweit ich weiß, wie Agenten funktionieren, die machen dann, die organisieren eine ganze Tour, und dann ist es ein bisschen egal, wo du anfängst. Das ist einfach so, okay, den dritten Datum mal so durchfrei, den dritten Datum mal so durchfrei. Nämlich auch bei uns, also für ein kleiner Scale zu gucken, wir haben nicht nur geguckt, für Wien unbedingt als zweiten Destination zu und Paris als echt. Mir tut einfach so gehen, weil Datum mal dem Moment frei war. Weil kannst du ja ausverkauft dann. Mange Ball. Das vielleicht nicht ganz, aber... Hat man so gut. Ich glaube, das genug Leute. Hier wurde auf dem Podcast. Ja. Aber warum kennst du nicht dafür so deine Backstage-Comedy so Gast kreieren? Aber das war am Anfang auch ganz am Anfang, weil das wirklich Top-Ziel. Das heißt, dass du wirklich selbst aufbaust mit lokalen, bekannten Leuten. Ja. Und dann... Dafür war doch ein Backstage am Atelier damals, weil ein Atelier war damals idle. Während Covid war kein Konzert, wir konnten da einfach etwas abrichten. Und dann wäre Ziel so Big Vision Stuff gewesen, dann die Artisten, die am Atelier auftreten, zu fragen, so hey, oder Bock auf Sketch zu machen. Und voilà, es wird, wie gesagt, nur am Anfang darüber gescheitert und finanziellen Support und ein Zeitinvestment, den aber das tölt wirklich sehr viel Zeit. Also die wissen ja auch bei einem Podcast so. Ja, sondern muss dann ein Skript machen und dann noch die Leute davon überzeugen, dass das sowieso und so gemacht wird. Und dann Karimor heinst du, dann muss also eine schauspielerische Leistung von so erwarten, die kein Schauspieler sind. Das ist dann schwer. Und voilà, darum hat es nur gescheitert. Aber wie weiß, also gucke vielleicht für irgendwie Funding zu kriegen und weiterzumachen. Und dann, ja, so große Artisten zu noch sagen, Dinge, das ist mega. Das ist mega. Das gibt noch gut irgendwie. Also, so schlecht was man eigentlich schon. Das ist ein bisschen die Office-Style-Dinge. Also. Ich liebe den Office, ja. Das ist eine gute Vibe, ja. Das war meine Frage, lohnt es zu dir? Ja, schon nach einem froh. Das ist Top-Notch, modern Übergang. Top-Notch. Geil, Anfang normal ist in der Übergang viel besser. Sava. Die an den letzten Episoden aber doch. So man lügt. Der Ton war gut bei der letzten. Ja, geil. Ich hoffe, dass der neue Wasser ist. Ich spüre den. Ich spüre zu allem, was geht. Du hast noch irgendwo in einem Interview gesagt, dass der May muss halt zuletzt die Summe schaffen und nicht so Konkurrenz denken. Hast du das gesagt? Ja.
Das ist guter Check. Ja, also absolut, das ist einfach so mit den kleinen Kollektiven und neue Leute, die dann auf den Marché kommen, vom Evenementiell zum Beispiel. Ja, wenn einer ist Fried für Hölle, ist man immer open zu sehen und zu gucken, ob es Sinn macht. Auch für Kollaborationen sind wir auch schon gefroht gehen. Und das ist immer, also wir sind immer open und wir wollen immer mit den Leuten changieren. Und wir so noch immer, hey, die können das gerne so, wenn ich die Apps planen zu machen, oder wenn ich mehr Apps machen, was man die verschneiden. Das Ding ist halt letztes Mal so ganz kleine Marché, dafür ist es halt so schwer, einfach zu sagen, ja, kommen Sie mit nehmen, nicht gehen nehmen. Aber meine Erfahrung ist wirklich, dass wenn es open und transparent mit Leuten passt, dann ist auch jeder mehr gewillt, für zusammen zu schaffen und zu sagen, oder ob man es nicht gegen den Nähen schaffen. So. Aber hast du den Gegenteil da von anderen Leuten gespürt? So. Nee, ich will kein konkretes Beispiel, aber ich fand aber, dass es halt so vielleicht nicht genug interagiert wird, wenn du guckst zwischen Marketingagenzen oder eben Event-Organisers. Weil du sowieso immer auch mehr alles gut, mir am Anfang auch wusste, wo man angefangen hat mit Events, war immer ein bisschen so den Ego-Dingen und so, also, jemand da. Mir auch mir selber, also Ultraschall selber, hatten die Attitüde, die nicht richtig war. Du warst doch jung, du bist doch so einer Perspektiven, aber was du mehr Erfahrungen kriegst, was du mehr so passt, vom du gewährt, gegen den Nähen zu schießen, das ist viel besser machen, ja. Du sind stark auch, ja. Auch bei uns. Von kann ich das vorwerfen, wir wären arrogant, weil wir als von Nummer 1 genannt haben. Wir haben aber von 3 verschiedenen Podcasten immer die Leute invitiert. Das ist so, ja. Das ist schon richtig. Ja, kollaborativ. Ja. Ja, das mit Nummer 1 und ich mehr von so, dass du den Slogan so fake it till you make it. Ja. Das ist so, also, wir behaupten dann einfach und dann we getting there. So. Ja. Tut ja auch, also, hat ja schon gut hingekriegt. Aber doch cool war du hast von Joch, aber dass quer durch den Garten angelöten hat, also nicht. Ich muss ja noch zuletzt Busch. Ja. So ist also zu Glück wert, Aussie zu sehen oder zu viel Ego, das ist so Ego. Das praktisch, ja. Ja. Willst du noch irgendwie so einen anderen Tipp für junge Leute, die interessiert sich für selber Entrepreneur zu gehen? Also ich wiederhole mich mit das Weg statt, dass du brauchst richtig Leute rundherum und du musst können. Wie findest du das? Da würde kein Geheimformel, einfach du sein. Da so ein Ding so sift du, also probier ob Sachen zu go, wo du feierst und dann du lehrst danach, was dann noch Leute kennen, wo du feierst oder Plätzen zu go, wo du siehst, du hast cool oder das Konzept ist cool. Und dann aber auch einfach ja, open zu sehen und du darfst nicht zu viel selber so kappen oder so alles perfekt planen. Just do it als Dreh mal ein, weil wenn du just willst Perfektion bringen, dann das scheitert dich, das blockt dich direkt. Ich von der Raps was ich so. Ja, ich schon vergessen. Guck auf Zugang. Chase the money. Nee, also ich habe Grundtreff noch am Anfang so. Also du am besten, wenn es so gut geht, probier nicht auf Zugang zu gucken. Probier auf den Endconsumer zu gucken, an dem eine gute Experience zu bieten oder Produkt zu bieten oder Service zu bieten, was auch immer. Das und dann ja, schwätz mit Leuten. Also du musst ein bisschen du musst charismatisch oder eine Gruppe Personalität tun. Das ist viel mehr einfach für wirklich können die richtigen Leute kennenzulernen und dann noch Projekte zu developieren. Aber doch so wohl, dass das, was ich denke, auch sehr wichtig ist, dass das accountable sind. Natürlich so das schnell anfangen. Und wenn ihr dich fragt, kommen wir etwas trinken oder so eine Idee für ein Projekt, keep track of it. So. Das bist du da, dass du los nicht schläfen und einfach schneller, wenn du siehst, ich meine, du und du, guck, dass du und du musst. Das sind manche Sachen, wo, wenn du das löser, dann musst du alles Schritt für Schritt bleibst du on track und du hältst dein Schedule an den Deadlines an und du einfach auch sehr, du bist kommunikativ. Das hat mir noch in Lützburg geht ganz schnell. Also, weil auch so kleine Reso aussah, wenn du dann direkt weißt, hey, ich bin motiviert zu schaffen, da geht er auch. Das war mein Lieblingstipp von denen. Ja. Yay! Voilà, das ja, ich denke, das hat wichtig aus. Ja. Cool. So, und dafür reicht mir, da kann man auch noch machen, 100 Kamera. Ich will gerne mit dir kollaborieren, irgendwie. So eine frohe Ultraschall oder Skandal. Ich muss mir just noch eine coole Idee ausdenken. Ja, super Bescheid. So, mal für dich froh, meine das froh vom.
als ein Premierminister. Ja, ich gebe gerne die Frau vom Premierminister. Okay. Also ich nicht gefragt, was wünschst du dir vom Premierminister während seiner Amtszeit, wenn du Apps kennst? So, wir schicken ihm das auch, also wir taggen ihn dann auch im Clip. Ja. So viel muss ich ein bisschen überlegen. Ja, das ist Zeit. Ich gebe gerne ein bisschen mehr von dem neuen Luc gesehen. Ja. Das wünsche ich mal vom neuen Luc. Voilà. Okay. Dann zur Gastfrau. Nee, du sollst eigentlich als der nächste Gast, gell? Ja. Stell dir mal nach. Das ist ein bisschen random. Ich weiß nicht wirklich, was ich soll. Aber ich habe gesagt, verstehen? Ja, wen meinst du geht Fußball-EM-Meister das Jahr? Okay. Ja. Muss ich einfach eher so. Hoffentlich wieder irgendeinen angelöhnt, der besser weiß am Fußball was lebt. Ja, einfach Land. Okay. Das Mädchen schon sogar gut keine Ahnung hat. Ja, das kann auch sehen, ja. Ich hoffe, das letzte Mal ist qualifiziert. Das ist so geil. Ja, das wäre übergeil. Wie hast du dann am Anfang? Sie müssen nur Georgien gewonnen. Ja. Und dann spielen sie heim gegen irgendwen. Und wenn sie da auch gewonnen, dann machen sie mal bei der EM. Okay. Übergeil. Das ist ja der Realist schon plus auch. Schwaber. Ja, so 50-50 gibt es so. Ja, nee, okay, ja, cool. Aber voilà, das war meine Frage, ich mal so, da kann das Open Wen meinst du? Wow. Argentinien? Deutschland. Frankreich? Sie schon lange nie. England. Ich weiß nicht, ich weiß noch gar nicht. Sie können auf Fußball. Ich stehe wirklich schon nicht dran, also wenn du, wenn das ganz so geht, was schon wieder im Dick an der Euphorie, und sobald Terras gleich der Fußball, mehr. Finde ich fängt so. Ja. Also Juni? Ja. Ich fällt schon an meinen Fußballkollegen, dass er keine Ahnung von Fußball ist. Ich bin sehr dumm froh. Ich weiß nur schon, dass ich schon so gerost gehe. Das geht so gut. Aber ja, voilà. Das bin ich froh für den nächsten Gast. Und dann ist ein Gölle froh mit Brust. Ja, nein, Gölle froh. So weit gewinnt, oder? Ja. Ja, Gölle froh ist dann, für den, die richtig seht, die kriegt dann 2 Tickets für ein Ultraschall-Closing-Event am Atelier, den 29. März zusammen mit Nosi. An ein T-Shirt von uns, den schon im Abschluss tun, mit den kann ich ein Foto schicken nach. Voilà, und vor wir, wenn ich war, auf einem Jahr war das echt Ultraschall-Event ever. Voilà. Perfekt. Gut vor. Gut. Von denen da raus. Ja, ich meine schon. Ja, also du musst vielleicht ein bisschen scrollen bei unserem Insta oder so, aber da müsst ihr aber rausfahren. Und plus war das war mal Mars auch. Ja? Das war mal Mars, ja. Das war mal Mars, mit La Relève. Ja, da haben wir so Hip-Hop gemischt, mal ein bisschen. Fang mich auch hin von so Hip-Hop-Roman. Das ist ja cool. Mit Jungs von den Zerren, den Charles und den Benji, die machen das und ich meine, die holen das wirklich seriös und die wollen wirklich auch Maps aufbauen und schon mehr cool, weil mir mal Ultraschall war, mich keinen Sinn für so das Branding mit Hip-Hop zu machen und voilà, wir spielen einfach die elektronische Musik mehr. Ich meine, dass sie mit den Zerren, sie werden da cool Sachen machen und das ist auch sehr wichtig, weil das aber auch viel Hip-Hop-Talente und das ist auch viel Interesse in Hip-Hop und ich fand noch, dass es nicht genug gibt, aber da werden sie, also wenn es ein Hip-Hop-Event ist, dann musst du bei sie gehen. Voilà. Cool. Quasi. Hast du noch etwas los zu gehen? Nee, größte Merci für die Invitation. Merci, dass du hier warst. Super Jungen. Merci. Ich bin gespannt, ob ein Ton klappt. Das geht ja. Mir auch. Ja, wenn das kann nicht klappen. Oh Mann. Dann nennen wir es wirklich nie mehr Nummer 1. Dann machen wir das also Wann Nummer 2, 3. Ja, Nummer 2,5. Nee, alles gut. Ai. Vielmals merci für die Nachricht. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.